Podcasts goufen net 24 Joer nach net. Haut ginnt doch schon soviel, dat se bald nemmi wees wé enge lausre soll. En awer bësse mi flotte Podcast ass dem Maybe Sax vum Radio Ara. Julia und Sarah waren bei Rotonden an de Studio vum Radio Ara a konnten der Ekipp e puer Froen fir runden Opname stellen. Sie hun sech awer och net an Goer gelos fir enker de Podcast dran ze lausren. Kelly? Joel? Was du an deiner Jugend heinst dort Metal-Konzerte gegangen? Ja. Ich weiß, das ist ein bisschen ein Stretch für die Vergleich zu machen, aber schon damals schon immer fand, dass es ziemlich witzig wäre, dass den von Metaler so Metalerinnen so den Eindruck hat, das wäre so ganz hart Leute mit, die dann deichter Ugedo sind und so ein bisschen Bass sind, aber wenn den dann auf seinem Konzert ist und fällt den, weil den irgendwie am Moshpit wäre, da sind das die feinsten Leute und die helfen all direkt am Ober und Südfried, das wäre eine richtige Community, ja. Südfried, das ist fein mit dir und schon von Gefühl an der BDSM-Community ist ein bisschen ähnlich. Das ist absolut wahr. Und das ist eine Art und Weise von Solidarität, die ich am Anfang sonst in der Gesellschaft halt so ein bisschen vermisse. Schon mal natürlich nämlich auch Gedanken gemacht, wie man kennt denn die Episode von heute gut introducen. Und der einzige, was mir angefallen ist, war, Joel, wir schwätzen heute nicht über 50 Shades of Grey. Heute schwätzen wir über BDSM und mehr spezifisch über den D und den S. Am BDSM nämlich über Dominanz, also Mission. Ganz genau. Das hier ist Maybe Sax. Wir schwätzen all Mittwoch über den anderen Thema zu Sexualität. Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sax. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mehr waren beim Radio Ara, die schon immer dafür bekannt war, mehr Alternativthemen zu behandeln. Kelly, eine Sexualpädagogin, hat uns erklärt, um was es an ihrem Podcast Maybe Sax geht. Ein Podcast, den spricht über Sexualität, aber auch über Körper, über Geschlechternormen, über Intimität, über Beziehungsformen. Fundiert, cool, sexpositiv Informationen auf einer Platz findet. Weil, wo ich jung war, also weder Format Podcast noch irgendwie Plätzen, wo ihr gesammelt könnt Informationen zu Themen finden. Und ich probiere mich so ein bisschen und mich selber zu richten, wo ich weiß nicht, 16 Jahre hat. Du kannst ja nicht bei allen Themen aus eigener Erfahrung schwatzen. Wie berätst du dich auf die verschiedenen Sujets für? Also das ist mein Beruf, ich bin Sexualpädagogin. Ich kenne mich auch mit Themen aus, wo ich zum Beispiel keine eigene Erfahrung habe. Aber ich denke, dass ich auch gut kann, theoretisch über Themen schwatzen und sich informieren, ohne dass ich selber etwas dabei machen muss. Und das ist das Coole in dem Podcast, dass auch zum Beispiel junge Leute, die noch nicht so viel Erfahrung am Punkt Beziehungen, Intimität und so weiter haben, aber können nur lauschen und noch mit schwatzen und mitdenken. Wir sind ja schon direkt am Thema dran. Schön, dass du dabei bist, scheiß nur zu lauschen. Vorhin ist es überrascht, dass du mich fragst, ob ich wohl Kinder kriegen oder nicht. Ja, weil wir kennen uns ja noch. Und das effektiv, also meine Arbeit darüber zu schwätzen, ob ich das will oder nicht. Wenn du irgendeinen Tipp weißt, den mit mir gegen die Bausen für Kaffee stehen, aber statt gegen Frauen, sind ich mir nicht unbedingt sicher, je nachdem, weißt du mich gegen approchieren, ob ich das so cool ging von der Musik. Genau, weil ich schon die Erfahrung ein bisschen gemacht habe, dass das so mit dem Alter und mit der Zeit sich verändert. Für mich war das ganz lange ein ganz harmlos froh. Und dann irgendwann hat sich das verändert. Ich meine, das war auch, weil die Frau für uns 10 Jahre nach etwas ganz anderes bedeutet. Das war aber noch weit fort. Ja. Also meinst für mich und ich denke noch wahrscheinlich für dich, dass du nicht schon mit 15 irgendwie gesagt hast, das ist der Plan und irgendwann muss das geschehen. Und dass ich eine Fleißerfahrung mischt, dass ich noch gar nicht ausschätzen kann, wie weh das kann tun. Auch wie wenig das irgendwie ein Besuch geht. Weil haut ja viele Möglichkeiten für die Jungen da sind, für sich an so einem Thema weiter zu informieren. Wie von der sind die Jungen heutzutage aufgeklärt? Ich fand, es geht. Also im Vergleich zum Beispiel, wo ich jung war oder mein älterer jung war, hast du auf jeden Fall viel mehr Quellen. Und es gibt auch viel cool Quellen am Internet. Aber das ist trotzdem noch schwer, weil auch zum Beispiel Pornografie viel mehr einfach accessibel ist. Und was oft das große Problem ist, dass in pornografischen Sex und Sexualität am richtigen Leben man nicht vergleicht und meint, dass wir das selber, was nicht der Fall ist.
Wo dir schon ein Porno geguckt? Ja, ich meine, Südfrieden hat das schon gemacht, aber vielleicht schon vielleicht 1 oder 2 geguckt, da war das mit Spaß mit Freundinnen, aber ja. Ja. Ja, also aus Vierwels. Ich meine, dass Mädchen das echt also für sich gucken. Vielleicht ein aus Vierwels. Fand ihr dann, dass das der Realität entspricht? Nee, also ich fand das gar nicht, weil es geht immer alles überspitzt durchgestellt. Nee. Ich fand nicht, dass das der Realität entspricht, weil du vielleicht Sachen überdriven gehen. Mittlerweile gucken so junge Leute an. Die meinen dann, dass das späterhin so muss sein. Und ich meine, das ist dann irgendwie ein Problem oder so, weil die wissen da gar nicht, was am Funk da lebt. So. Und ich meine, dass das eine große Herausforderung ist, von heute zu da effektiv darüber zu schwätzen. Mit das aber effektiv noch immer so, dass es ein großes Tabuthema ist und dass zum Beispiel Profen an der Schule oder an der Bio nicht wirklich wissen, wie sie mit Jungen darüber schwätzen, dass viele Eltern auch nicht wirklich wissen, wie sie hier Kinder sollen abklären. Und da ist es gerade wichtig, dass es zum Beispiel Sexualpädagoginnen und Sexualpädagoginnen gibt, die an die Schule kommen, an die professionell spezialisiert darüber sind, Aufklärungsunterricht zu machen, dass es Podcasts gehen und dass es mehr einfach geht, auch darüber zu schwätzen. Ist es normal, mit Kindern über Sex zu schwätzen? Ja. Wenn ihr unabgeregt und altersgerecht mit Kindern über Sex schwätzt, kann das den Kindern später immens helfen. Und das ist ein wichtiger Faktor an der Gewaltprävention. Was Leute oft missverstehen, ist, dass sie nicht von Sex schwätzt. Das heißt nicht von seiner eigenen Praxis oder der Kinder ihrer Sexualität, aber über Sex. Das heißt, ich schwätze über, was heißt Sex, was kann Sex sein, was sind Grenzen, und vor allem, wie schwätzen ich über Sexualität, Körper, Gefühle, Intimität, an. Wie ist allgemein das Feedback von den Leuten draußen? Gott sei Dank gut, das Freda ist mega. Wir kriegen viele positive Nachrichten, dass es cool ist, dass endlich mal über Sexualität, der Beziehung geschwärzt wird. Und dass sogenannte Tabuthemen, die am Anfang gar nicht so tabu sind, weil wir haben zum Beispiel alle gute Körper, dass darüber auch geschwärzt gehen. Und wir, die den Podcast machen, wir kommen aus unterschiedlichen Richtungen und haben Erfahrungen von ein bisschen überall. Wir aber auch viele die Leute, die als nur lauschen. Weil wir so immer zum Schluss vom Podcast checkt, dass frohen. Und so ist es effektiv auch der Tisch, weil Leute so, und die an dem Thema interessiert mich, da probieren wir, dazu etwas zu machen. Hier Equipe besteht aus 5 Leute. Dorina de Joël Lantan, 2 Journalisten, Kali eng Sexualpädagogin, den Eli Psychologer Sexolog und Mirka, der zuständig ist für Social Media. Heute luden sie auch Gäste an, die ihre Podcast lauschen, für über bestimmten Themen zu schwätzen. Hallo, froh mir als wie riecht sich den Podcast? Wir probieren junge Leute zu erreichen, von so 16 bis 20. Mir das heißt so gar nicht so einfach, weil die muss ich mir für dich so aufmerksam sein. Und wir probieren zu evitieren, dass Profen nicht hinlehnen, also, oh, das ist aber ein guter Podcast, geh lauscht dir mal, weil das nicht unbedingt die attraktivsten Art und Weise. Am Anfang die meisten Leute, die als Lauscher sind so zwischen 20 und 30. Wir schwätzen aber auch Leute, die an ihrer 40 sind und an ihrer 50 sind. Was für alles cool ist, weil es scheint auch für viele andere Leute interessant zu sein. Bleibt also drin, und bis nächste Woche. Dir habt noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Da schreibt uns auf sex@ara.lu. Er Frohe gi natürlich beantwortet, ohne dass wir ihr Namen nennen. Und über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Ihr findet Maybe Sex auf Facebook, auf Instagram und am Site sexpodcast.lu.